Schönen guten Mittag meinerseits für das Pressekonferenz, die Damen und die Herren. Das Pressekonferenz als Abruf gehen für ein bisschen Aufklärung zu gehen über die Entwicklung vom Chômage partiell heute zu Lützeburg. Andererseits aber auch über die Änderungen, die wir kurzfristig am Code de Travail müssen vierholen am Ende von den Salarien. Und drittens wollte ich mit dieser Pressekonferenz auch voll Transparenz gehen, wer den Tischbilder angeht von denen Betrieben, die aufgrund von einer besonderen Krise der Verordnung 12 Stunden den Tag respektive 60 Stunden die Woche schaffen dürfen. Chômage partiell für wert eine extra Pressekonferenz dafür. Ich meine, die Erklärung ist ganz einfach, sie wirklich leider oder heureusement, dem von welchem Standpunkt, den es gesagt, ganz viele leider Momente vom Chômage partiell betroffen und interessiert sie natürlich besonders. Dann bleiben noch eine ganze Reihe von Fragen von Seiten von den Betrieben ob, das mir den Betrieben der Independenten, die als Fragen stellen, ob der Hotline, am Minister, ob der ADEM. Das ist auch kein Wunder, von denen weiß, dass die allermeisten Betriebe von nicht am Drama durchtun, jemals einkehr mit dem Instrument von Chômage partiell müssen in Kontakt zu bekämpfen. Ein Instrument für ein Instrument von der Chômage-Bekämpfung ist ganz klar. Dann, wie gesagt, auch viele Fragen von der Presse, die uns zurückgedroht sind, und natürlich die große Öffentlichkeit, die auch will wissen, wer mit diesen öffentlichen Suchen geschieht und wohin sie fließen. Zuletzt ist der Chômage partiell, das gewusst, gedeckelt auf 2,5 Mal den Mindestlohn und gibt eine prinzipielle Regelung, dass 80% von seinem Bruttolohn so gut wird, wenn am Chômage partiell ist. Das ist bekannt, dass die Regierung direkt, wie wir an Etat der Krise herangetreten sind, eine Decision geholt hat, dass auch trotz der 80%-Regelung kein Männer kriegen wie den Mindestlohn am Chômage partiell. Das heißt also, dass die Indemnitäten, die wir ausbezahlen, sich zwischen Minimum 2.142 € und Maximum 5.355 € bewegen. Wir sind uns bewusst, dass das für ganz viele Leute heißt, dass es herrühren Einkommensverlust müssen zur Kenntnis nehmen. Die Regierung ist sich auch bewusst, dass das zu ganz dramatischen Situationen führen kann. Leute, die Loyer zu bezahlen haben, Leute, die Prämien aufzubezahlen haben, oder auch Proprietären, die Loyer sollten rankriegen, die den einfach nicht rankriegen, weil eben Meier nicht da sind und die auf der anderen Seite dann aber auch müssen Prämien bezahlen. Für rund 2 Jahre hat als Gesellschaft als ganz viel geholfen, für die Banken zu retten. Heute kommt der Moment, wo die Banken das können zurückgehen, an dem dass sie Prämien strecken, an dem dass sie durch die Fangere gucken, von Molenke eine Mensualität nicht bezahlt wird. Das ist nicht nur eine moralische Herausforderung für die Banken, aber das ist zu guter Letzt auch eine Frage vom ökonomischen Verstand. Kein kann ein Eintreten haben, dass alles bei der Teufel führt. Die Regierung ist sich auch bewusst, dass der Chômage partiell für viele Betriebe, für viele Independenten nur ein Teil von der Lösung kann sein. Zusammen mit den anderen Mesuren, die wir dezidiert haben, wie zum Beispiel dem Aussetzen von der TVA, dem Aussetzen von den Steuern, dem Aussetzen von den Charges sozialen und der helle Wille von Mesuren, die geholt sind am Ministère von der Ökonomie, am Ministère von der Klasse Moyenne, am Ministère von den Finanzen. Also dann aber so, dass den Chômage partiell schlussendlich an Wert die größten Direkthilfe sind, die die Lützeburger Betriebe jemals gekriegt haben. Bis heute sind über 370 Millionen € deblockiert gehen. Ganz genau 372.129.189 €. Das betrifft 9.933 Betriebe, die insgesamt für die 2 Monate März und April 14.721 Demanden gestalten. Wie gesagt, das Suchen sind deblockiert, sie sich spätestens Mois oder über Mois integral auf die Konten von den Betrieben.
über 372 Millionen. Ich will auch betonen, dass die ersten Payementer schon den 3. April auf den Konten von den Betrieben waren. Das unterstreicht, mit welcher Identität und einer neuen Prozedur geschafft ist, für sehr Liquiditäten an die Betriebe zu bringen. Es bleiben aber noch eine ganze Reihe von Demanden zu trätieren. Am ganzen Stand haut 2616 Demanden von insgesamt 2003 Betrieben, wovon 1083 nach durch den Konjunkturkomitee muss geschleust gehen, ehe sie können deblockiert gehen. Den nächsten Konjunkturkomitee als übrigens nächsten Donnerstag. Zusätzlich gibt also eine weitere Ausgabe dabei kommen von 32,9 Millionen, wann die 2616 Betriebe, Demanden, von denen ich kann ausgehen, auch angeholt gehen. Das betrifft nach einmal zusätzlich 17.742 Paien, neben denen rund 180.000 Paien, die schon ausbezahlt sind, am Stand vom Haut. Ich will auch so, dass man dann über den Betrag von insgesamt 400 Millionen kommen. Aber wir sind noch nicht Ende von der Fendelstern gekommen. Bei allen Demanden sind es aber auch 320 Refuge am Wert von rund 4,7 Millionen. Hauptsächlich aus dem Sektor Finanzier und aus dem Sektor von den Assuranzen. Die Regierung wäre der Meinung, dass das zwei Sektoren sind, die sich aktuell nicht an der Krise befinden und dafür haben wir die Demanden mal als hüßbar gehalten. Es kann sein, dass die eng oder einer Demand auf eine andere Weise wird trätiert gehen, wenn wirklich kann nur gewesen gehen, dass da real Probleme entstanden sind. Dafür sind sowohl der Finanzminister wie der Wirtschaftsminister wie auch der Minister vom Travail bereit, mit den Akteuren darüber zu sprechen. 377 Demanden sind im Moment noch am Hüßbar. Von einem Betrag von 6,1 Millionen betreffen 3.111 Salarien. Weil wir noch weiter Informationen brauchen, eher wir können etwas ausbezahlen. Ich will doch hier präzisieren, dass leider eine ganze Reihe von Betrieben Rückstand hätten, wird bezahlen von ihren Charges sozialen angeht. Normalerweise wäre es gängige Praxis, dass der Konjunkturrat keine Demand angeholt von einem Betrieb, der nach Rückstand hat bei den Charges sozialen. Hier geht es um 531 Betriebe, die in diesem Fall sind. Wir haben dann aufgrund von der Situation dezidiert, dass wir die Betriebe nicht am Rhein stehen lassen, aber dass wir den Betrieben, die Männer wie 3 Monate am Rückstand sind, 10% von ihren Avancen werden kürzen. Das betrifft 185 Betriebe. An die Betriebe, die mehr wie 3 Monate am Rückstand sind, 20% von ihrer Avance, die so sich zu gut hat, sollte gekürzt werden. Das betrifft 346 Betriebe. Wir haben diese Decision hauptsächlich am Ende von denen 4.456 Salarien geholt, die nicht dafür können, dass hier Betriebe die Charges sozialen nicht bezahlt haben. Hier geht es im Moment von 12,5 Millionen, die also ausbezahlt gehen, wo wir dann auch hoffen, dass die Betriebe dann auch hier Retarden werden sehr abholen. Wir haben das nicht gemacht, weil wir der Meinung sind, dass es an der Reihe ist, wenn ihr den Charges sozialen nicht bezahlt. Eigentlich, und das weiß ein Mensch, ist das eine unakzeptable Praxis. Wir haben nicht gemacht, weil wir keine Schwierigkeiten am Ende von den Salarien, am Ende aber auch vom Überleben von den Betrieben, und am Ende von der Lützeburger Ökonomie insgesamt. Es sind dann doch schöne Lehre, das Schifferen, das imposante Schifferen heute dürfen zu präsentieren. Aber ich kann sie nicht mehr präsentieren, weil ich den ganzen Kurs von der Regierung hat, wie ich Propos gemacht habe, dass wir den Chômage partiell abmachen für quasi alle Sektoren von der Lützeburger Ökonomie. Und das independamment vom Evaluieren vom einzelnen Betrieb. Für uns wäre es nicht wichtig, ob ein Betrieb als solcher überlebenswichtig ist für die gesamte Lützeburger Ökonomie,
mehr hunn all einzelne Betrieb für sich geholt und wollten ihm eine Chance geben, auch an diese schweren Zeiten zu bestehen. Und ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Andere Länder, und auch das bekannt, machen das ganz ernst. Da gehen ganz bewusst die schwer Futtigoe gelassen, für das just die groß können evaluieren. Lützeburg hat die W nicht gewählt, aber wir können hoffentlich darauf sein, weil es die richtige Weg ist, weil es die viel mehr gerechte Weg ist, und weil es das soziale Evaluieren von vielen kleinen Patronen, an denen Salarien, die bei denen Patronen schaffen, garantiert. So dafür sowohl die Patronatsorganisationen an ihrer Gesamtheit, wie auch die Gewerkschaften, einen ganz großen Merci, die unisono unsere Vorgehensweise begrüßt haben. Auch wenn den einen oder den anderen am Detail das eins oder anders gemacht hat. Für mich ist das auch ein Beweis, dass auch an der Krise der soziale Dialog weitergeht und funktioniert. Der Chômage partiell, und das sollte man alle Gute nicht vergessen, als essentiellement eine Mesure für Chômage zu evitieren. Dafür gehen die Indemnitäten ja auch aus dem Fonds pour l'Emploi bezahlt. Und dafür können per Definition nicht mehr Leute davon profitieren, die bereit sind für den Arbeitsmarkt, die in Umständen auch bei einem anderen Patron müssten aufhängen mit schaffen, also Leute, die am Salariés-Statut sind. Der Chômage partiell ist auch exklusiv dafür gedurcht, für die Paien von den Leuten zu bezahlen, die an den Betrieben schaffen. Wenn ihn eine andere Verwendung mit denen suchen möchte, möchte ihn sich strafbar. Das ist ganz klar ein Detournement von Fonds publiken. Gesetz sieht dafür, dass wenn ihn eine Fraude möchte, dass ihn suchen muss, zurückzubezahlen. Wie wird so eine Stadtteil? Weil wir leider schon erste Reklamationen von Salarien kriegen, die entweder nicht mehr einen Teil von ihrem Gehalt kriegen oder von der Indemnität, die ihnen zusteht, weil wir Meldungen kriegen von Salarien, die abgefordert sind, schaffen zu kommen, aber auf keinen Fall zu pointieren und so 100% von ihrer Peide vom Patron bezahlt kriegen. Der Patron gibt dann 100% Leistung von seinem Salarié kriegen und gibt aber 80% von der Pei vom Fonds pour l'Emploi zurückkriegen. Das ist keine gute Praxis, und so wie ich gesagt habe, das ist strafbar. Ich will aber hier betonen, dass es eine verschwindend kleine Minorität von Betrieben ist, die auf die Weise den Lospeter spielen. Die ganz groß, die überwältigende Majorität von den Betrieben ging ganz ehrlich mit diesem Instrument vom Chômage partiell um. Trotzdem, also aufgrund von den Meldungen, die wir kriegen, übrigens, dass man ganz hart vom Gesetz spielen lassen, für die diese Schnitt und Regeln haben. Dafür werde ich nach dieser Woche ein Gesetzprojekt an die Regierung bringen, wo wir die Strafen für die fuddeln, wesentlich werden erhöhen. Ich habe für gesagt, über 372 Millionen sind biselo und Avancen für die Betriebe deblockiert gehen. Die Avancen gehen berechnet auf den Durchschnittspaien von den Entreprisen. Am besten kann ich es vielleicht in einem ganz konkreten Beispiel illustrieren. Ein Betrieb, den 150 Leute beschäftigt, an die Lohnkosten hat von 600.000 €, hat einen Durchschnittslohn von 4.000 €. Der Betrieb meldet uns, 100 von denen 150 Leute sollen an den Chômage partiell kommen. Es gibt eine Avance ausgerechnet aufgrund vom Durchschnittslohn. 100 Leute mal 4.000 € sind 400.000 €. Davon gehen 80%, in diesem Fall 320.000 € als Avance und der Betrieb übermittelt. An einer späteren Phase, an der sind wir uns bewusst, könnt nach einkehr eng Sisyphus-Arbeit ob als Administrationen durch, nämlich dann, wenn wir müssen den Dekont machen. Auch für all einzelnen Salariés, und ich habe für rund von rund 180.000 Paie gesperrt, die biselo vom Chômage partiell betroffen sind. Für all einzelnen Salariés muss dann berechnet gehen, wer hier im Chômage partiell zu gut hat. Wie viel hat er geschafft? Wie viel hat er am Chômage partiell verbraucht? Wie viel von den 100 Leuten, die am Chômage partiell sind, wären eventuell am Krankenschein?
Wie viel Hunde eventuell von einem Congé pour familial profitiert, wo der Patron ja auch über Avancen, aber als einer anderen Käse indemnisiert wird. Das ist logisch, dass der Betrag am Dekommt her nur wert müssen aufgezogen. Es kann man sich vorstellen, bei der Envergure von den Demanden, bei der Envergure von den Dossiers, wird für ein Arbeit muss gelegt gehen. Es kann man sich auch vorstellen, dass bei der Vitesse, mit der geschafft geht, dass auch da werden sich Einzelfehler erschleichen. Es gibt Betriebe, die nicht genug kriegen, und es gibt mit Sicherheit auch Betriebe, die zu viel kriegen. Ich assume. Wir hatten hier den Schwach. Entweder wir schaffen sehr pragmatisch, unbürokratisch, mit einer neuen Prozedur für sehr viele Liquiditäten an Betriebe zu bringen und damit auch viele Betriebe auf viele Arbeitsplätze zu retten. Und wir holen nach Kauf, dass wir einen gewissen Fehlercode müssen akzeptieren. Oder wir reiten um Punkt, wir gucken alle einzelnen Dossiers bis an den letzten Detail und wir wissen, dass wir wesentlich mehr lange Zeit brauchen. Der Vorteil wäre mit Sicherheit, dass der Fehlercode mehr kleiner ist. Mit dem Notteil wäre den, dass Hunderten von Betrieben das nicht evaluieren, weil sie keine Liquiditäten haben und damit müssten an Feind gehen. Konsequenzen davon müssten wir alle Guten drohen. Ich habe mich ganz bewusst für die erste Lesung entschieden. Und ich habe auch die Unterstützung von der ganzen Regierung gekriegt. Es sind aber selbstverständlich, so nur wenn die Aufrechnung gemerkt, bereit auch dafür die Verantwortung zu überholen. Was ich aber nicht mehr will akzeptieren, dass das weiterhin Beamten von der ADEM, denen ich von hier aus ganz große Merci will sagen, zusammen mit den Leuten vom Sekretariat vom Komitee de Conjoncture, die hier während Wochen schon eine Sisyphus-Arbeit leisten in der schwierigsten Konditionen, die Samstags, Sonntags auf der Feiertag oft bis später nicht schaffen, für das wir so sehr das Suche konnten an Betriebe transferieren. Ich akzeptiere nicht mehr, dass die Leute vernannt gehen an allen Sprachen, die als Herrgott geschafft wird. Und ich akzeptiere auch nicht mehr, dass das als solch angegriffen wird, als eine Administration, wo den einen nicht mehr weiß, was den anderen möchte. Für mich ist das einfach unakzeptabel, ganz einfach, weil es nicht richtig ist. Nach einmal, was hier gelegt wird, als die größten Hilfsaktionen für die Lützeburger Betriebe, die Themos Ginas. Der Staat überhält hier voll seine Rolle, seine Verantwortung. Am Dienst von den Independenten, am Dienst von den Salarien, die bei den Independenten schaffen, am Dienst vom Überleben von unserer Ökonomie und damit am Dienst von uns allen. Ich wollte noch vielleicht eine Abteilung machen, weil auch das gefragt ist, was das für die einzelnen Menschen bedeutet, was bislang transferiert ist. Für den Monat März, wo ja am Anfang nicht den halben Monat schon mal partiell ausbezahlt ist, weil die Krise am 16. März offiziell deklassiert ist, sind 163.130.412 € für 113.000 Paien überwiesen gehen. Das betrifft 9.020 Entreprisen, die also für den Monat März eine Entschädigung gefragt hätten. Am Monat April sind wir bei 4.789 Entreprisen, die für den ganzen Monat April schon hier Avancen gekriegt haben, mit einer Summe von über 208 Millionen, und das betrifft 69.641 Paien. Ich will aber hier betonen, dass das, was den Monat April angeht, das natürlich noch nicht alle guten Zahlen die endgültig Zahlen sind, weil wir nach Matten am Monat sind, und Weltbetriebe auch nach immer die Möglichkeit haben, für notrechtlich oder während dem Monat eng Demand heranzugehen. Wir gehen auch davon aus, dass wir mindestens auf die Zollwerte kommen für Betriebe, die auch am Monat März eng Demand gemacht haben. Ich komme dann bei dem zweiten Teil von meinen Informationen, die bezieht sich auf die Mesuren, die wir geholt haben am Code de Travail. Ich betone das, nicht mehr am Code de Travail, als für die ich als Arbeitsminister auch Verantwortung drohen. Das ist vielleicht interessant, einen kleinen Aperçu zu gehen von all den Mesuren, die wir geholt haben. Einfach für zu weisen, dass wir einerseits natürlich direkt in als Betrieber geduld haben, wie es um nationale Solidarität geht, aber dass wir auch Salarien nicht vergessen. Schiedverein soll sich sowieso an dieser Situation bewusst sein, dass es nicht geht, einen gegen den anderen, sondern dass man nicht zusammen eine Chance haben, wenn wir dieser Krise hergehen wollen.
Das Krise wird uns wirklich dazu gebracht, dass wir an der Bedrängnis eine ganze Reihe von Mesuren müssen holen, für Salarien zu schützen. Als erstes vielleicht die ich für drunten schon erwähnt habe, dass wir dezidiert tun, dass kein, den am Chômage partiell ist, Männer kann als Indemnität kriegen, wie den sozialen Mindestlohn. Ganz klar, eine Sozialmaßnahme, aber auch eine Maßnahme am Interesse von unserer Ökonomie für die Kaufkraft von den Leuten zu erhalten. Der zweite war, dass wir eine absolute Protektion angefordert haben, die teilweise schon für drunten bestanden hat, dafür so nicht eine absolute Protektion angefordert haben, für all die Leute, die an Betrieben arbeiten, die vom Chômage partiell profitieren. All die Leute, die an diesen Betrieben arbeiten, unabhängig davon, ob sie selber am Chômage partiell sind oder ob sie an dem Betrieb auch noch immer aktiv arbeiten, dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht entlos gehen, an der so lange wie der Chômage partiell bezahlt geht. Als dritte Maßnahme Kündigungsschutz für die Leute, die am Krankenschein sind. Normalerweise hat der Patron recht, in den am Krankenschein ist nur 26 Wochen zu entlassen. Wir haben den Delay verlängert im Durée vom Etat de Crise. Das feiert Maßnahmen, die ganz viele Leute bekannt sind. Sobald die Schulen zugemacht haben, haben wir den Congé pour raison familiale ganz lasch ausgelöst. Und die Maßnahmen dauert doch noch bis heute und ich gehe davon aus, dass es doch noch ein bisschen mehr lang wird andauern. Wir haben festgestellt, dass von der largen Auslegung vom Congé pour raison familiale massiv gebraucht ging. Und das ist auch gut so am Interesse von unseren Kindern. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wissen, dass natürlich ein Sozialsystem auch belastet, weil die Kosten von dem Congé pour raison familiale von der CNS, die dem Sozialminister Roman Schneider untersteht, werden bezahlt gehen. Wir haben als 5. Mesure den Congé pour raison familiale abgemacht, für Eltern von handicapierten Kindern zwischen 13 und 18 Jahren. Und da ist die Obligation, dass die Kinder müssten hospitalisiert sind, für das die Eltern können CRP holen, weggefallen. Wir haben aber auch die Leute gedurcht, die am Chômage sind. Wenn die normalerweise ein Anrecht hat, auf Chômage-Indemnitäten begrenzt auf 12 Monate am Jahr, haben wir den Delay verlängert im Dauer vom Etat de Crise. Die Leute, die an einem Contrat LSC geschafft haben, haben ihrerseits auch ihren Delay vom Contrat LSC automatisch verlängert kriegt im Dauer vom Etat de Crise, wenn sie dann nicht geschafft haben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel an einem Chômage partiell waren, dann haben sie, wie gesagt, die Dauer von ihrem Contrat LSC automatisch verlängert kriegt. Wir haben die Lehen suspendiert am Fall, wo ein Sozialplan ausgeschafft wird, und wo Parteien auf der Konsultation wären, für zu verhindern, dass man mitten an der Krise an eine Streikprozedur herangerodet wären. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, dass Leute, die an einem Betrieb, den als Sektor essentiell definiert gehen, als lo schaffen gehen, und zwar aus der Prä-Retraite raus schaffen gehen, weil sie sich freiwillig melden, dass die hier Pai, die sie da verdienen, weil sie schaffen gehen, nicht, wie das so üblich gewesen wäre, von ihrer Prä-Retraite aufgezogen hätten. Darüber hinaus haben wir die Lehen für die Leute, die an einer Reklassementsprozedur sind, für die Visite bei Arbeitsdoktoren und auch nach einer kleinen Lehen, auch den Durée von der Etat der Krise verlängert, sodass keinem den Lo an einer Reklassementsprozedur durch eine Delaysgeschichte ein Notdeal entstehen. Am Reklassement haben wir auch dezidiert, dass die Leute, die Lo an den Betrieben arbeiten, aber an einem Reklassement sind, die also einen Teil von ihrer Pai über den Fonds pour l'Emploi bezahlt kriegen, die sogenannte Indemnité compensatoire, dass die, wenn sie eine zusätzliche Prim kriegen, nicht, wie gesagt, du sich vorgesagt, von ihrer Indemnité compensatoire aufgehalten kriegen, mit dass sie an der volle Genuss von der eventueller Prim kommen. Zum Schluss will ich dann noch vielleicht, so wie ich du gekündigt habe, einen kleinen Tischebericht machen zur Frage von den verlängerten Arbeitszeiten, die für verschiedene Betriebe, die am Artikel 3 und am Artikel 5 von unserem Reglement de Crise abgezählt sind, für die können nur anderen verlängerten Arbeitszeiten schaffen.
Das heißt also, dass die Arbeitszeit, die Arbeitszeit von 10 auf 12 kann abgesetzt gehen, und die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden auf 60 Stunden kann abgesetzt gehen. Auf den Tag von heute hatten wir genau 19 Demanten. 4 von denen Demanten sind refusiert gehen. Eng als nach ansüßbar, weil der Avis von der Delegation oder von der Syndikaten fehlt. 15 Demanten sind positiv begutachtet gehen. Davon sind auch 12 aus dem Pflegesektor. Sie betreffen am Ganzen 3.751 von 5.799 möglichen Salarien. 2 von denen Demanten, die positiv begutachtet sind, kommen aus dem Sektor vom Gardiennage. Sie betreffen 260 von 1496 möglichen Salarien. An eng Demand kommt aus dem Sektor von der Gestion der Déchets. Das sind 8 von 46 Leute, die betroffen sind. Voilà. Ich will vielleicht aufschließen mit einer positiven Not. Heute Morgen hatte ich eine Videokonferenz zusammen mit den Sozialpartnern, der Vertreter von der EDL, der Vertreter von der Fédération des Artisans, der Vertreter von den Etablissements de Construction, der Vertreter vom OGBL und der Vertreter vom LCGB. Und wir sind als eins gehen, dass wann an diesem Land über das Konfinement diskutiert wird oder wann es dann konkret geht. Dass es nicht durchgeht, dass wir im Ausland einfach eine Guide rauskönnt mit Rekommendationen, wie sich dann an der verdiente Arbeitswelt, wie sich dann auf der Arbeitsplatz zu verhalten ist. Mit dass wir verbindliche Regeln brauchen, die für jeden Verein nachvollziehbar sind und die auch kontrollierbar sind. Dafür sitzt an diesem Moment eine Arbeitsgruppe zusammen unter der Leitung von Marco Boli, Direktor von der ITM, für genau die Regeln zusammen auszuschaffen, die dann noch sollen an das Reglement Grand Ducal ablesen, den ich will tun, nach nächsten Freitag an den Regierungsrat zu bringen und dann noch zu präsentieren. Vielmals merci. Den Press Engelstrogi vu den RTL kommen Herr Kersch, viel Independance die Rosen, weil der sot die reich Independenten wéier verkoten a Proprietären sollen net Golf kreen. Sie de breet Pardon ze so fir aussoen. Ich weiß nicht, ob der Tod in die froh ist, die ihn soll als Echte behandeln müssen, aber ganz gerne bereit, darauf zu reagieren. Erstens finde ich die Ausso, so wie der so zitiert wird, zu keinem Zeitpunkt gemerkt. Ich spreche mich also nicht für ein Ausso, Pardon zu sagen, die ich nie gemerkt habe. Und ich kann mich auch an meinem Leben für ganz vieles entschuldigen, aber nicht für meine Meinung. Und das werde ich auch nicht merken. Ich schon an einem privaten Facebook-Echange einem Kollegen op 10 Demand hin op de Chômage partiell net doch mist fir Independenten zielelen erklärt, es wéi en Grinn, dats dat net geht, an schon doch Heilo enke ganz klar etabliert. Chômage partiell ass een Element fir Chômage ze eviitéieren, a per Definitionun kënnen nëmme Leute vun nach profitéieren, déi fir den Arbeitsmäert frei sinn. Dat sinn awer die allermeeschten Independenten net, an die willen doch net sinn. Darüber hinaus habe ich auch noch erklärt, dass die Independenten ja indirekt über den Chômage partiell profitieren, weil sie praktisch ihr Gesamtpeikästen vom Staat an Stadt kriegen. Das ist also eng, und schon während einer gut 20 Minuten ganz weit etabliert, ein ganz weitgehend Hilfe, die Independenten kriegen. Und darüber hinaus, und das ist auch meine ganz ferne Überzeugung, sind ich persönlich der Meinung, dass es nicht geht, dass es Leute, die Lo während einer gewisser Zeit aber auch gut zu verdient haben, dass die Lo gleichberechtigt zu anderen Zugang kriegen zu öffentlichen Mitteln. Ich meine, dass wir nationale Solidarität muss spielen lassen, dass man muss differenzieren. Die Breitschülerinnen müssen mehr drohen wie die eben keine so Breitschülerinnen haben. Das war nach immer mehr politische Überzeugung. Und das wird auch bleiben, und das habe ich an dem Facebook-Beitrag ausgedrückt. Aber wenn jemand da sich auf die Zähne getrippelt fühlt, dann kann ich ihm sagen, dass das nicht meine Volontät war, aber auf der anderen Seite, also da war meine politische Überzeugung, dass wenn wir von Solidarität sprechen, das muss differenziert gehen. Das wird, wie gesagt, bei mir am Kopf nicht ändern. Voilà, eine weitere Frage von RTL.
Kächte vum Chômage partiell fir d'Allgemengheet sinn enorm. Wéi weit ass d'Regierung bereet ze goen, wëssend, dat wat et méi deier gëtt, wat de Staat no méi muss spuren oder Steiere froen. Mengen das net unbedingt eng froh ass wie weit das Regierung sollt goen oder ka goen oder wëll goen, mit ass einfach eng froh vun der Notwendigkeit ass. Ich menge net, dass man als können erleben an diesem Land bewusst Betrieber futti goen zu lassen. Wenn man dat gife mechen, wenn man die Politik ging verfolgen, dann hat dat echtens ganz gravierend Sozialfolgen sowohl fir die Independenten wie auch für die Salarien, die bei den Independenten schaffen. Und es sind doch fest davon überzeugt, dass es auch gesamtökonomisch gesehen die schlechter Lesung wäre. Und es nach wesentlich mehr Deier gehen für die Hilfen, die mal für Betrieber gehen. Eg weiter froh vun RTL am Krankefall kriegt de Salari 100% vu senger Pai weiter bezuelt, am Chômage partiell 80%. Die huet gesot Patron wiere frei, den ënnerscheet ze bezuelen. Me die sieht net op d Remark agang, dat Zöll vu Leute sech krank gemeldt hunn, just fir Chômage partiell an Lot gang wie. Wat zo Dir denen Leiit? Ech so in dee Leiit, dats de Krankeschein ass wär die Krit war die Krankers. An Jidverreen den de Krankeschein hëlt, oni dats de Krankers verschaft sech läit selber geklengen individuellen Vierdeel méi bedréet u sech allgemenget. Ich kann so eng Praxis natierlech net unterstützen. Ich mengen aber auch versternen zu noch vor Seite vun de Betrieber, dass die Entwicklung net so dramatisch ass wie dat am Ufang geféert gin ass. Hue den zum Beispiel Präsidentin vun der Fedil heieren, die gesot huet als Leiit fenken Ramon an Betrieber zurückzukommen. Muss ich auch wissen, dass ein ganz Reihe von Leuten einfach Angst hätten, an den Betrieb schaffen zu gehen, dafür vielleicht nicht gut gefühlt haben und dafür auf den Meier vom Krankenschein zurückgegriffen haben, wohl wissen, dass man im Moment eine gewisse Fazilität für so Krankenschein zu kreieren, eben weil es durchgeht, bei den Doktor anzurufen und dann seine Symptome zu beschreiben und dann ein bisschen Chance an einen Krankenschein kann kreieren. Aber ich so nicht nachher dass sech net die richtig Äderweis weil op Kächten vun der Allgemengheit geht. Dat eng vor vun Passeparole à Magazine. Envisagez-vous une application du chômage aussi partielle aux employeurs privés des travailleuses domestiques afin de protéger un des groupes les plus vulnérables? Sie froh fir die dort eine Frohwelt mache et Gelegenheet gëtt 2 Sachen ze soen. Am Gegendeel wie dat mal dabei erzählt gehen das, also nicht so einfach, dass ein Patron, den geht ja im Putzfrei, wenn ich das richtig verstanden habe, den ein Putzfrei beschäftigt, für die einfach so für und dir zu setzen. Ich muss wissen, dass wenn ein Putzfrei bei sich schaffen hat, auch als Privathaushalt, und will die entlassen, dass muss ein Präavis bezahlen. Wenn Frau, Männer, wie 5 Jahre bei einem geschafft wird, als die Präavis 2 Monate, wenn es iwwer 5 Joer ass assen sogar 4 Meint, a wann iwwer 10 Joer ass van strichteg am Kap hunn, sinn sogar 6 Meint die Präavis ze bezuelen sinn. Das also net so wie der Durchgestalt gesinn, dats lo massiv ginge Leiit entlos gin. Am Gegendeel scho ganz viel Leiitieren, die man gesot hunn, dat se eng Gottfrei hätten, die hinnen lo wären ganz viele Joren, viele Meint ganz flotten Dingst gelecht hunn, dat sech gonnet kente firstellen, dats die Leiit entlos gin, dat op der anderen Seite sie selber giffen dispenséieren, und dann eben für die Kächten von den Pai von den Leuten abkommen. Ich will aber so, dass die Regierung auf die Kritik reagiert hat und dass wir beim letzten Regierungsrat festgehalten haben, dass wir die Leute werden steuerlich belohnen, die hier Putzfrei eben zu diesem Moment nicht werden entlassen. Auch das ist da vielleicht eine neue Novelle, die untergegangen ist an den vielen Informationen, die wir an den letzten Wochen herausgehen haben. Wir werden ganz konkret so sehen, dass also die Freibetrag, den ich kann aufsetzen, wenn ich eine Putzfrau wird, dass die wird an Blut gehen, wenn ich kann nur weisen, dass die Frau auch noch während dieser Zeit beschäftigt wird. Dann ist eine Frage von Vox zu Post-Corona-Rezession. Patronat, wenn Herr Kuhn verlange schon danno d'acquis sociaux wie Congé kollektiv aufzuschärfen oder zurückzuführen. Wie steht ihr dazu? Ich meine, wenn der Mensch als Serviceminister fragt, den hört ja, wie wir über die Arbeitszeitregelung gesperrt haben, die ich für Drohnen am Detail erklärt habe, nämlich dass es nur während der Zeit von der Krise auf verschiedene Betriebe möglich ist,
eben 12 Stunden den Tag als 1 Stunde die Woche zu schaffen. Bei der nämlichsten Gelegenheit habe ich ganz klar gesagt, dass wenn Etat de Krise Riveras mal auf den anderen Modell werden zurückkommen, mit mehr als Arbeitsminister selbst nicht zu machen. Dann hatte ich eine zweite Frage von Vox. Darf nur der Krise nach und der Rechte von den Salarien noch geschraubt gehen, am Zeichen von der Rezession auf die Reprise? Wir hatten für den Rund von nationaler Solidarität gesperrt. Wir hatten für den Rund, ich erinnere vielleicht, denke ich auch, an den Menge ganz treffenden Spruch von unserem Premierminister, der gesagt hat, wir lassen keinen am Reden stehen. Wir müssen aber wissen, dass wir an einem Rand leben, dass von der Torrent die Leute normalerweise mehr nass gehen wie andere. Und ich trete für die an, die normalerweise mehr nass gehen. Und das ist auch klar, dass Telefon an all die Gesetze, alle die Reglemente, die wir werden hören, hauptsächlich müssen in der Richtung von den Schwestern an der Gesellschaft gehen. Und ich stelle noch fest, dass die nämliche Approche bei allen Regierungskollegen gedeelt wird. Wir werden also nicht an eine Situation herankommen, wo wir die für die Krise bezahlen lassen, die am meisten dafür können. Am Gegenteil, wir müssen die Lasten gerecht verdelen. Und ich so nein, die Brett schölleren haben, müssen noch am meisten drohen. Ein Zusatzfrage von RTL. Die hat wieder gesagt, der Finanz- und Assurancesektor wird nicht an der Krise und soll da auch kein Kurzarbeit können akkordiert kriegen. Seid ihr der Meinung, dass der Immobiliensektor oder die Agenzen an der Krise ist und da soll kriegen? Der Immobiliensektor als Assistent nicht von den Hilfen ausgeschlossen gehen. Wir sind einfach mit dem Vorsteller von RTL enger Meinung, dass das zumindest eine Diskussion wert ist. Eine Frage vom Lützeburger Land. In Frankreich und in Deutschland geht aktuell im Kontext von der Corona-Krise nicht eine Diskussion ein bedingungslos Grundeinkommens gefordert. Die Idee wäre, dass alle Bürger all Monat einen Mindestbeitrag vom Staat kriegen, den erlaubt, ein würdiges Leben zu feiern. Wie ist die Idee zum bedingungslosen Grundeinkommens? Ich meine, das ist eine Frage, die sich nicht nur auf die Krise beschränkt, aber die vielmehr einen allgemeinen Charakter hat. Meine Position ist die von meiner Partei, dass wir das echt auch kritisch sehen, weil wir der Meinung sind, dass es die bestehenden ganz gut Sozialsysteme, die wir im Moment haben, riskiert auszuhellen. Darüber hinaus meine ich, dass wir während der Krise etwas viel Besseres an Platz gesetzt haben, wie in bestimmten Grundeinkommens, ob das wir recht tun, nämlich der Chômage partiell, ob die aber praktisch als Salary hier am Land ein Urrecht hat, wo ein wesentlich besser wäsch könnt, eine andere Macht dadurch, weil wir verfügt tun, dass keiner darf unter den Mindestlohn fallen, wie wenn wir hier von einem Grundeinkommen reden. Schweizer. Dann Radio 10,7 mit einer Rutsch von Fragen über den Detailfragen über den Chômage partiell. Die ist als wie viele von den Demanden ob Chômage partiell der Rakom sind, respektive schon traitiert gesehen, kommen von Firmen, die nicht müssen so machen, die von der ökonomischen Krise betroffen sind. Ich ging so, dass man bei den Firmen, die durch Decision von der Regierung zugemerkt sind, dass da rund 4.500 von denen 9.933 vom Ganzen sind. Das ist also ein bisschen mehr wie Talschend. Als bekannt, nein, Frau von 100,7, als bekannt, wie viel von all den Betrieben, die müssen so machen, auch ein Demand für Chômage partiell gemacht haben? Nein, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Eng weiter froh nach von 100,7 wie ass den Trend von den Demanden? Kann man von der zu der da man mehr ran oder as het relativ stabil? Ich meine, dass ich muss sagen, dass man natürlich überrannt gesehen ganz am Anfang. Ich meine, du hattest einerseits nach zwei verschiedene Prozeduren, die sich auch überspielt haben, wird für eine gewisse Konfusion gesorgt hat, aber auf der anderen Seite nicht ernst, dass es möglich wäre, weil man sonst nicht hätte können so sehr zu und an Betriebe rangehen, dass es sich ein bisschen beruhigt hat, auch aufgrund von der neuen Prozedur, die wir angefordert haben, die viel mehr transparent ist, viel mehr sehr geht.
an auch die Betrieber mir einfach möchte für die UFRO zu machen, an ihnen noch einen gewissen Zeit lässt. Betrieber wissen lo, dass wenn sie zum Beispiel über den Monat April wollen eng Demand machen, dass sie Zeit tun bis Ende vom Monat, den Druck, den am Anfang da war, leidet nicht mehr bei den Betrieber, dafür geht es am Moment nicht mehr mit dem rasch wie ganz am Anfang, mit geht einfach nach kontinuierlich an die Leute. Eng war davor von 100,7 zu dem Thema auch geöffnet schon Fälle, wo gegen den Kündigungsschutz wenn Chômage partiell verstoß gouf. Eisens wissens net. Ich kann aber garantieren, dass wir so viel zugedroht kriegen, dass man dann selbstverständlich direkt werden aktiv sind an die TM, an die Betriebe auch checken, an den Betrieb, den sich nicht und Regeln hält. Ich hätte für gesagt, Gesetz ist ganz klar, den verliert sein Urrecht auf den Chômage partiell. Eng Frau vom Lützeburger Wort. Es gibt an den Betrieben eine grosse Unsicherheit, was der Chômage partiell an de Congé pour raison familiale ubelangt. Am Anfang hat es geheescht, de Congé pour raison familiale gegenüber de Chômage partiell primieren. Lo heescht es, die Leute sollen an de Chômage partiell gehen, ehe sie de Familiencongé an Anspruch holen. Was ist dann noch richtig? Ich meine nicht, dass es Vorgabe von der Regierung an der Dota Froginas, weder die Eich, die da genannt wurden, nach die Zweite. Die also auch von Familie zu Familie, von Situation zu Situation verschieden. Es gibt auch, die sind an den Congé pour raison familial gegangen, zu dem Moment, wo ihre Betrieb nach voll geschafft wird. Umgedreht sind es auch, wo der Betrieb Lore anfängt mit Schaffen, wo sie sich mit Schaffen an die Lorechten Congé pour raison familial holen. Das ist also eigentlich keine Vorgabe von der Regierung, an der dort auch sehr gehen. Das Einzige, was man gesagt hat, kann in die zwei Sachen nicht mal den kumulieren. Was ja meine so eine Evidenz ist, das heißt, den am Chômage partiell ist, kann nicht noch zusätzlich Congé pour raison familial kriegen. Ich meine, das ist logisch. Die andere Seite haben wir gesagt, dass die man denken, zusammenleben, dann denken wir nicht, den am Chômage partiell ist, auch kein Recht auf Congé pour raison familial hat. Aber wir haben als dritte Bedingung gesagt, dass er keine andere Möglichkeit hat, für seine Hand zu versorgen, recht dann hat den Urrecht auf Congé pour raison familial. Ich meine, das sind die Vorgaben, die die Regierung gesagt hat, die Dialog genannt haben, sind nicht von uns gekommen. Und wie gesagt, da muss ich noch von Fall zu Fall differenzieren. Voilà, eine Frage vom Lützeburger Land, respektive zwei Fragen. Die erste geht um Sektoren, wo hauptsächlich auf den Chômage partiell zurückgegriffen wird. Wie eng sind das? Ich meine, sind die da für drin, über die wir schon für drin gesperrt sind, natürlich alle gut in diesen Sektoren, die von der Regierung obligatorisch müssen zumachen. Das heißt also die Konstruktion, dass mit ganz viele Leute, weil dort auch beschäftigungsintensive Betriebe sind, dabei. Ich ging nach dabei so, und dass natürlich die ganzen Horeca-Bereich, wo auch viele Leute schaffen, das sind eigentlich die Hauptschifferin, die wir da können verzeichnen. Eng weiter vor vom Lützeburger Land oder schon echt Evaluationen op die Krise Auswirkungen op Zuel vun den neuen Demandeur d'emploi huet. Nee, die hunne am Moment noch net, mit das eng froh, die schon mat direkt vun der ADEM diskutiert huet. Ich meine, wenn ihr guckt, wie die Entwicklung am Ausland war, an noch wie eng Auswirkungen Corona-Krise op Chômage zählen hört, da kann ich davon ausgehen, dass auch Mehrwerten eine notable Erhöhung von den Demandeur d'emploi zu Lützeburg kriegen. Das wird nicht zu vermeiden sein. Ich hoffe, dass das Instrument vom Chômage partiell wesentlich dazu beiträgt, dass Betriebe auch hier Leute Langwerten halen, eine andere auch der Kündigungsschutz, über den wir schon gesperrt haben. Man muss natürlich gucken, wie die Betriebe sich nur der Krise erholen und ob sie nicht einfach dann dazu übergehen, für einzelne Leute zu entlosen. Wie gesagt, wir reden als darüber dafür, dass ein weiteres Element, das natürlich die Ausgaben vom Fonds pour l'Emploi riskiert, an die Leute zu treffen. Eine Frage vom Tageblatt. Weist das Gespräch mit den Sozialpartnern darauf hin, dass relativ kurzfristig am Bau geschafft wird gehen Chantier geschwind ab. Das ist eine Frage, wo ich mit Sicherheit nicht zur Zufriedenheit vom Vorsteller werde antworten. Wir hatten bislang eine Praxis hier zu Lützeburg, dass die Hauptkrisenkommunikation vom Premierminister gemerkt hat, dass assistiert von der Gesundheitsminister. Ich fand, dass das bislang exzellent funktioniert hat und es liegt mir ganz fern, für dieses System hier wollen zu torpedieren. Ich werde mich also bei der Beantwortung von der Frage ganz zurückhalten.
Eng Frau vom Lützebauer Wort op Französisch. L'ITEM a-t-elle sanctionné ces dernières semaines des entreprises pour non-respect des mesures de protection ou mise en danger des salariés en lien avec le risque Covid-19? Ja, es sind eine ganze Reihe von Kontrollen gemerkt von der ITM. Zwölf kennen es nicht, aber sie leiden am 1000er-Bereich. Es sind noch 19 Fälle, das weiß ich schon aus dem Kap, wo sogar mit der Polizei dabei gerufen gehen, wir können das ITM-Leute konnten hier Arbeit machen und sind auch Sanktionen geholt. Voilà, eng weiter vor vum Lützebauer Wort, die awer schon beantwort gin ass, dat ass déi iwwer d'Entreprisen déi Méiglechkeet goen fir op 60 Stunden Wocheschaftszeit op ze goen an den Spideler par exemple oder durch moment nach kein Spidol dabei, der eng de Mont gestalt huet, sinn wie gesagt 12 Betriebe aus dem Pflegesektor, dat sind also Alters an Pflegeheimer, das E-Betrieb Gestion die Chech kann er doch noch mehr präzisieren, dass die Firma, die op das Hüder Verbrennungsanlage funktionieren, du hast am Moment viel Betrieb, weil auch du natürlich viel mehr auffällt wie an der Vergangenheit in anderen Weltrecyclingzentren zu sehen. Und dann also nach 2 Betrieber aus dem Gardiennage. Dann eng froh iwwer vu frontalier.lu iwwer Praktike vun den Entreprisen lesen op Französisch 4. Certaines entreprises abusent du dispositif du chômage partiel pour se séparer de collaborateurs. Quels moyens, en temps de crise sanitaire, le gouvernement a mis en place pour contrôler ces abus et, in fine, protéger les salariés? Ja, ich meine, ich hatte das schon angekündigt oder angesperrt. Wir sind informiert über Einzelfälle, wo das Risiko besteht, dass es nicht um Regeln gehalten geht. Wir haben heute Mitteln schon dezidiert, dass wir eng, wo wir auch namentlich oft gehen die Reklamationen bei uns auch anonym gemerkt, weil die Leute ein bisschen Angst haben. Aber da, wo wir nicht kriegen und da, wo wir konkrete Situationen beschrieben kriegen, werden wir selbstverständlich die TM hinschicken, für Kontrollen zu machen, dann auch Interviews zu machen, mit den Leuten, die auf der Platz untreffen. Aber wenn wir merken, dass Freude gemerkt sind, dann gehen wir direkt weiter in den Park gehen. Voilà, wir werden damit froh nehmen. Merci. Also, ich auch vielmals merci.